Willkommen zurück zu Kingdom Hearts Breath of Fire Sleep Final Mix. Ihr seht richtig, ich bin inzwischen an einem anderen Ort im Gegensatz zur letzten Folge, denn ich habe ein bisschen trainiert. Hier in Neverland, wie damals bei der Aquaroute. Und ja, Terra ist jetzt Level 33. Denke mal, damit dürfte es wesentlich einfacher sein gegen Meister Ericus. Ich habe mein Deck noch ein bisschen abgedatet, also sprich ein paar neue Dinge auch gekauft, also Vigra statt Viga auf die höchste Stufe. Aerogar aber drin gelassen, weil das wirkt offenbar auch gegen Meister Ericus. Und Minentrapez habe ich drin, noch reingenommen, weil das auch gut ist gegen ihn, wenn er näher kommen möchte. Und super Tränke zum Heilen. So. Und damit hoffe ich jetzt, dass wir gegen Meister Ericus ankommen. Also, beziehungsweise ich weiß, dass er dagegen ankommt, weil ich hatte gerade eine Aufnahme, wir haben nur leider gemerkt, zu spät gemerkt, dass ich offscreen ja versucht hatte, ja, Strategien gegen Ericus herauszuarbeiten, mir sein Movement anzugucken und dabei das Mikro ausgeschaltet hatte. Und dann leider während dieser Folge auch. Ich habe es zwar nach 5 Minuten wieder gemerkt, aber ja, deswegen nochmal kurz von vorne, ist ja kein Problem. Deswegen kann ich das hier auch überspringen. Wir wissen ja, was passiert. Ist ja das von der letzten Folge. Halten hitzigen Meister Ericus auf. Genau. Also Strategie generell ist dieselbe wie zuvor. Was mit dem dunklen Impuls von Terror irgendwie ein bisschen creepy ist, weil der Meister Ericus ja offenbar nur halb so stark darauf reagiert. Also irgendwie Finsternis-Moves sind bei ihm jetzt nicht so effektiv eigentlich. Wenn du den Quatsch machst, dann greif direkt mal an. Trotzdem schon mal eine Energieleistung von ihm runter, also bringt schon was. Was der jetzt da macht, verstehe ich nicht ganz. Er hat Angst vor uns. Vor unserer Dunkelheit, vor unserer Macht. Er kommt, mach hin, Alter. Sonst greif ich an. So, jetzt ist, glaube ich, ein neuer Move da, genau. Jetzt macht er den hier, der zwar relativ simpel ist, aua. Eigentlich müssen wir einfach nur ausweichen bzw. mitlatschen. Das wäre relativ easy. Ah, könnt ihr mal die Dinger zeigen. So, geht er in eine andere Richtung, ist auch egal. Okay, also noch nicht so geklappt, wie ich eigentlich wollte. Was macht er jetzt für einen Move? Ah, jetzt ist das mit den scheiß Feuersäulen. Genau, einfach ausweichen, einfach immer hin und her, weil Ericus bewegt sich nicht. Die Feuersäulen sind denen zufolge auch kein Problem. Und ja, der Terror mittlerweile Stufe 33 ist, ist sowieso wesentlich einfacher. Wow! Außer macht den Quatsch, da muss ich ein bisschen aufpassen. Und das war's. So schnell kann es gehen mit dem richtigen Level. What have I done? Master, I just wanted to keep Ven safe. No, you were right. I failed you, Terra. Perhaps I've no one to blame but myself for the darkness inside you. And now I've done worse. Raised my Keyblade against you and Ventus. My own heart is darkest.
Master Ericus. What a sight. Why do you trouble yourself with remorse, Master Terra? The man was bent on doing harm to your friend, his own pupil. Master Xehanort, why? You know, at times I find your progress quite striking. But you still fall short. Let all that anger out, my boy. Give your heart over to darkness. What do you mean? Still so blind. Then I will make you see. Come to the place where all Keyblade wielders leave their mark on fate. The Keyblade Graveyard. There you will watch your dear Ventus and Aqua meet their ends. And the last light within you will die. You won't need a home anymore where you're going. What? Xehanort! Ven, Aqua, I won't let him hurt you. Chaosbringer. Ein Schlüsselschwert mit hoher Reichweite und außergewöhnlich hohem Attacke, aber niedrigem Magiewert. Wieso kriegt der... Ja, wieso kriegt der jetzt so eine Attacke? Beziehungsweise so ein Schlüsselschwert? Was, ich kann immer noch hier landen? Wie geht denn das? Er hat also irgendwie ein Teil hat überlebt und ein anderer nicht, oder was? Ach, deswegen, hier ist also schon ein Connect weiter. Alles klar, das ist der Punkt, den wir uns ja bei der Ventus und Aquaroute gefragt haben, warum ist hier plötzlich alles zerstört und was soll jetzt zerstört sein? Weil eigentlich haben wir nur einen Teil gesehen, der irgendwie davon geflogen ist. Alles klar, ja gut, dann ist natürlich Kacke. Würde bedeuten, wir verpieseln uns, Freunde. Da wir schon Stufe 33 sind, denke ich mal, bringt es eigentlich, wenn ich jetzt noch großartig irgendwie trainiere. Was er machen kann. Deckwartung mal ganz kurz. Supertränke. Drin lassen, wegnehmen. Wir wissen, wir kommen jetzt irgendwie an einen Ort, wo wir auch wiederum trainieren können. Deswegen glaube ich, ist Antigrava wieder mal für den Anfang besser. Das Fusionieren wir jetzt auch kaum was geben. Ja, Antigrava und so, ja. Ihr könnt schon irgendwie vielleicht ein bisschen besser machen, aber ich glaube, das erste genügt so wie es ist. Ah ja, genau, blocken. Dann noch einer gekauft, ja, K.O. blocken. Also K.O. blocken von dem her. Genau, wenn ich noch so einen Mugrid angeguckt habe, was gibt es vielleicht noch irgendwie Neues zu kaufen und so, und dann war plötzlich K.O. blocken drin. Genau, also Ausrüstung am Hin- und am Horizont, was ich persönlich ein cooles Schwert finde, vor allem weil es irgendwie doch eine Weiterentwicklung eines Erderschütterers aussieht. Mit hoher Reichweite, aber warum kriegt er ihn? Vor allem auch so mit dem fetten Auge drin, also irgendwie Chaosbringer, ist nicht irgendwie sogar das Schwert von Vanitas? Niedrigen Magiewert.
Versuchen wir es mal, wa? Also dann auf zum Schlüsselschwertfriedhof. Kampfstufe 9. Freunde, das Ende ist nahe. What I do for friendship. Keyblade Graveyard. Ja, das Abenteuer neigt sich dem Ende zu. Also dann, Freunde, bringen wir es zu Ende. Oder gehen zumindest auf dem Weg dahin. Oh Mann, Terrors Gegner werden hier natürlich auch übel sein. Da kann man schon denken, wer seine Endboss-Gegner sein werden, und das kann nicht easy werden. Nee, das wird richtig übel. Die Frage ist, im Training her, kommen wir auch noch auf Level 35, wie es damals mit Aqua war. Ich glaube mit Ven auch, bin ich nicht mehr so sicher, aber... Okay, zu catchen ist mit... Alter, ist ja richtig scheiße mit ihm. Ja, kann ich sowieso vergessen. Ich sage ja, das ist richtig kacke. Weil die Gegner zum einen so schnell sind, auch irgendwie überall herumfliegen, da kommen wir da gar nicht rein. Mann. Ja, könnt ihr bitte mal aufhören mit dem Scheiß? Also ganz ehrlich, ey. So. So, noch ein paar Schuhe fehlen. Es neigt sich dem Ende zu. Ich glaube, 1, 2 Level müssen noch drin liegen. Take that!
Hallo, ich stehe direkt vor dir. So long. So. Heal. Und noch ein Megatrunk. Let's go. So long. So. Oh. Want some? Magie gestiegen, Abwehr gestiegen. Okay, Magie gestiegen war er zwar nicht, aber Abwehr ist cool. Hallo. Das ging wiederum auch sehr flott. Das war jetzt sogar hier auf das... Hinten noch einer? Genau. Täusche mich, hat es hier irgendwie mehr als damals bei Ventus und Aqua. Ich glaube, das eine Einbildung war. Hey, ist das dasselbe wie zuvor? Take that. Take that. So. Keine Ahnung, ob sie dieselben sind. Eigentlich dürfen die nicht nachspawnen, solange ich nicht irgendwie das Gebiet neu betrete. Sag mal. So. Oder eben tatsächlich einfach zweimal derselbe Wirbelsturm. Heal. So, was sagt, ja, könnte noch klappen, den nächsten Level up. Toll. Want some? Want some? Fetti Buletti! Ja, komm, also. Heal. Oh. You're done. Take that. So, geht doch. Dankeschön. Dann holen wir uns noch eine Truhe. Der Windschneider. Want some?
Und er geht wieder richtig ab, ey. Oh, schon wieder so. Schon die Viecher. Immerhin geben die ordentlich Erfahrungspunkte. Und wir sind auch gleich wieder am Partende. Ich würde sagen, passt sowieso gut, weil ja, doch die Chance, dass es nächste Folge vorbei ist anhand meines Kampfstiles doch eher gering, aber es ist möglich. Die scheiß großen Gegner. Ja, Mann. Ich sehe die scheiß Viecher einfach nicht da unten. So. Level Up hätten wir. Ich bin noch ein bisschen Angriff gestiegen. Das hören natürlich gerne. Kann ich eigentlich wieder rausnehmen, das ist das Problem. So, die waren ja eigentlich am nervigsten von allen. Ich falle! Jo, das tut für Terra. Und wir sind somit ready, aber eben, es muss ja hier noch einen Speicherpoint geben, die gar nicht anders. Ich muss sogar noch Mogli laden, genau. Ich kann mal ganz kurz gucken, ob der noch irgendwas Neues jetzt hätte, aber glaube ich ja weniger, oder? Also hier schon mal nichts, die haben wir alle schon. Elixier und so, die könnte man sich später noch ausrüsten. Ich denke mal, das könnte sogar funktionieren. Windschneider. Umkreis weg, ja. Was hat statt dem Feuerschlag, war? Eigentlich finde ich meine Moves so gar nicht schlecht. Schwertwurf, Blitzsturz, Feuerschlag, Schmetterklinge. Einfach je nachdem halt das Timing ein bisschen. Und Antigrava wird sicher nicht klappen. Bei den Gegnern, die uns jetzt bevorstehen. Deswegen packe ich, glaube ich, jetzt auch mal auf Megatrank um. Mintrapez, Aerogar können funktionieren. Das hat bei Meister Aerocurse auch funktioniert. Und ja, Freunde, will mal sagen, nächster Part wagen wir uns in den Endkampf der Terror-Route. Mal gucken, ob wir das in einer Folge durchkriegen und dann je nachdem mal schauen, was uns sonst noch so erwartet bei Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix, weil eben auch wenn die Terror-Route durch ist, fehlt ja noch die geheime Episode, die zeigt, was eigentlich nach dem Abschluss in allen 3 Routen noch so passieren wird. Und vor allem Terra, aber auch Ventus haben noch ein ungewisses Schicksal vor sich. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.